da haben wir die Paladine. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Ich stehe im Dienst von Lord Hagen. Du gehörst zur Truppe. Welcher Befehl verschlägt dich hierher? Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Wie ist die Lage? Ich harre aus. Und ich hoffe, Garond schickt mir bald die Unterstützung. Wir schauen, was zu machen ist. Ja, also Markus hat 4 Kisten Erz. Dürfen wir da reingehen, ohne dass er uns halbiert? Also 4 Kisten Erz. Oh, Moment einmal. Und er ist nur noch alleine da. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Und er hofft, dass er Unterstützung kriegt von Garond. Gut, und wir marschieren mal da weiter. Heilkraut. Was haben wir da unten noch? Vergammelte Scavenger. Blauflieder. Und da wieder Kisten, die wieder zu sein wird. Na, keine Kisten, dieser Fassel. So, da ist der alte Turm. Den kennen wir ja auch noch. Was ist denn das da hinten? Sumpfratte. Da waren früher mal bei Gothic 1 waren da, ich glaube Snapper waren da hinten. Und da hinten ist zu so einem Ork-Ding gegangen. Glaube ich zumindest. Es war, glaube ich, mal so. Irgendwie so ja, Ork-Gebäude einfach. Da ist eine Höhle. Was ist denn das da? Das sind aber keine Orks. Sumpfgasdrohne. Echsenmensch. Ach, da schau her. Ich glaube, die lassen uns da nicht freiwillig vorbei. Und da ist ein Sumpf. Aha, gut. Und da steht einer. Sumpfleiche. Hallo. Macht die Sumpfleiche nicht mit uns kommunizieren? Scheinbar nicht. Ach, Sumpfleiche ist doch nur ein Zombie. Aber der holt voll aus. Und der hat da scheinbar schon alles mögliche umgebracht im Sumpf.
Echsenschwert. Da ist nichts zu holen. Oh oh. Oh oh. Mit Alligatoren legen wir uns lieber nicht an. Zudem wollten wir eigentlich gar nicht dahinter. Aber zumindest wissen wir, da hinten ist ein Sumpf jetzt. Wo früher mal das Ork-Ding war. Also das Gebäude. Vielleicht ist das auch noch hinten als Ruine. Das findet man ja frick nur noch. So, und jetzt müssen wir wachsam sein. Denn jetzt sind wir wieder bei den Orks davon. Da steht schon der erste. So, was haben wir denn jetzt? Wir sind da. Wir müssten uns rechts halten. Dann können wir nämlich zu den anderen zwei Schürfstellen. Oh, der Ork-Krieger da vorne, der Ork-Elite. Der hat einen riesen Säbel bei sich. Ach du Scheiße. Ich hab da nichts getan. Ach du Scheiße, das sind auch welche. Moment einmal, die sind ja überall. Ja, also so leicht wird es nicht. Jetzt hätte ich gemeint, wir rennen einfach gerade da rechts auf über den Weg und sind dann drüben. Da muss eine andere Taktik her. Und zwar machen wir, dass wir wieder in die Burg kommen. Und weil wir gerade in der Burg sind, kann man an Garond berichten. Dass Marcos 4 Kisten geschifft hat und die im Moment bewacht, alleine. Ich habe Marcos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön. Ich werde ihm 2 Leute schicken. Warum erfahre ich das erst jetzt? So, also wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Und jetzt bauen wir mal unsere Stärke aus. Und wir haben wie viele Lernpunkte? 10. Damit können wir genau 5 Lernpunkte Stärke erhalten. Dann hätten wir 86. Und wann können wir denn das neue Schwert benutzen? Mit 85, also jetzt dann. Das ist doch ganz gut. Dann haben wir mehr Durchschlagskraft. Jetzt brauchen wir gerade noch einen, der uns das beibringt. Das ist eine schlimme Sache. Der auf jeden Fall nicht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Wir Soldaten tragen unsere Uniform mit Stolz. Zieh dich um. Ja, gut. Gut, wir sind ja auch, also ist mir letztes Mal gar nicht mehr eingefallen, wir sind ja auch
Mitglied bei denen. Das hat er wirklich nicht verdient. Wir haben ja auch eine Milizrüstung. Man weiß gar